Mein Name ist Jakob Rien. Ich bin heute hier am Tischrin-Staudamm, wurde heute hier verwundet von wahrscheinlich einer türkischen Drohne. Ich bin als Physiotherapeut nach Nord- und Ostsyrien gekommen, um den Menschen hier zu helfen, ihr Gesundheitssystem wieder aufzubauen. Die Menschen haben über Jahre einen schweren Krieg hier in Syrien erlebt und ganz zum Schluss mussten wir unsere Arbeit auch beenden und weil die Flüchtlinge, die aus Aleppo und Shelba gekommen sind, um die erste Hilfe für sie zu leisten. Unsere Arbeit wurde gestoppt und wir sind nach Tab gegangen. Und zeitgleich habe ich gesehen, wie hier diese Angriffe auf den Tischrin-Staudamm immer weitergingen von Seiten des türkischen Staats, vor allen Dingen mit Kampfjets-Bombardierungen und mit Drohnenschlägen. Deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, hierher zu kommen, um darüber zu berichten, weil diese Angriffe müssen stoppen. Wenn dieser Staudamm bricht, dann wird die Grundlage von tausenden Menschen zerstört. Schon seit über einem Monat haben die Menschen in der Region keinen Strom, kein Wasser, weil der Staudamm außer Betrieb ist. Ist eine extrem schwierige humanitäre Lage. Die Menschen verteidigen hier ihre Lebensgrundlage. Sie verteidigen hier ihr Strom, ihr Wasser. Das hat mich sehr beeinflusst und deswegen habe ich gesagt, ich komme her und mache ein Video, um dazu aufzurufen, dass es gestoppt wird. Heute wollte ich dieses Video machen, aber wahrscheinlich eine türkische Drohne hat direkt mitten in der Zivilbevölkerung uns bombardiert. Ich bin auch verwundet worden. Alles okay. Ich habe ganz viele Teile im Bein und auf der linken Körperhälfte, aber es sind keine schwierige Verwundungen. Und ich will vor allen Dingen mein Beileid für die ganzen anderen Verwundeten. Ich habe auch gehört, dass 3 Menschen ums Leben gekommen sind dabei. Diese Angriffe müssen stoppen. Es braucht eine Flugverbotszone. Diese Angriffe müssen stoppen und die Menschen müssen hier ihre Möglichkeit haben, ein neues Syrien aufzubauen.